Die Ruscha hat es schon angekündigt, wir starten heute in eine neue Predigtserie, Exodus, Weg in die Freiheit. Und zum Anfang habe ich euch gerade ein Rätsel mitgebracht. Nämlich ein Foto, wo die Frage ist, was hat das zu tun mit unserer neuen Predigtserie? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ein Tipp, Griechenland-Reisende sind im Vorteil. Vielleicht hilft es, wenn wir ein bisschen näher in das Bild hineinzoomen, um dann auch zu sehen, also auf was es drauf ankommt bei dieser Türe. Ihr merkt es vielleicht schon, es geht um das Leuchtsignal, das Schild, das dort oben dran ist. Und ja, genau, da steht auf Griechisch Exodus. Und das Wort, das begegnet einem in Griechenland an unzähligen Orten. Im Hotel, so wie hier, irgendwie auf dem Schiff, auf der Fähre, auf der Autobahn. Weil es bedeutet Ausgang oder dann eben auch Ausfahrt. Und ist darum eben allgegenwärtig. Und ja, mit dem wäre auch gerade schon geklärt, woher denn das Wort Exodus im Titel von unserer Predigtserie kommt. Aus dem Griechischen. Und das zweite Buch Mose hat diesen Titel, weil es eben genau dort drin ja auch um so einen Exodus geht. Gottes Volk war damals in Ägypten und hat für den Pharao Zwangsarbeit leisten. Sie sind unterdrückt worden und aus dieser Unterdrückung haben sie einen Ausweg gesucht. Eben auch so einen Exodus. Und haben ihn dann gefunden unter der Leitung von Mose, wo sie herausführen aus Ägypten. Und dieser Auszug aus Ägypten, der hat dann eben dem ganzen biblischen Buch den Namen gegeben, Exodus. Mit dieser Bibelserie tauchen wir in den nächsten Wochen tief ein und beschäftigen uns mit dem wichtigsten Ereignis von diesem Buch, eben mit dem Auszug von Gottes Volk aus der Sklaverei in Ägypten. Aber zuerst der Reihe nach. Ich möchte es ein bisschen einordnen in so die biblische Geschichte. Und wir fangen darum an, ganz am Anfang, beim ersten Buch Mose. Das nennt man auch Genesis. Und dort lesen wir am Anfang von der Schöpfung, wie die Welt gemacht worden ist von Gott. Dann lesen wir von der Urgeschichte mit dem Noah, der Sintflut, dem Turmbau von Babel. Und dann nachher folgt die Geschichte von den sogenannten Erzvätern, die Berufung von Abraham. Dann über seinen Sohn Isaac, dann seine beiden Söhne Jakob und Esau. Und dann liegt der Fokus auf dem Jakob und seinen 12 Söhnen und dann auf dem zweitjüngsten von diesen Söhnen, wo Josef heisst. Und vielleicht klingelt es da ein bisschen, vielleicht erinnert ihr euch an dem seine spannende Lebensgeschichte. Der Josef ist nämlich von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden als Sklave. Hat dort als Sklave dienen, ist auch im Gefängnis gelandet, bevor er dann zum zweitmächtigsten Mann von diesem Land aufgestiegen ist und das Land konnte sehr weise und umsichtig durch eine schwere Hungersnot durchführen. Und so hat er dann dort auch seine Ursprungsfamilie, also sein Vater, der Jakob, und seine Brüder mit ihrer ganzen Familie nach Ägypten holen und sie sind verschont geblieben von den schwerwiegenden Folgen von dieser Hungersnot, die damals in der ganzen Region geherrscht hat. Und das erste Buch Mose, das endet dann mit dem Tod vom Josef. Und zwischen dem ersten und dem zweiten Buch Mose ist so ein Gap, ein Zeitsprung, eine Zeit, wo man nicht genau darüber weiss, was dann passiert ist, aber wir lesen dann am Anfang vom zweiten Buch Mose, dass alle Leute, die Josef kennt haben, die sind schon gestorben. Und auch der aktuelle Pharao hat nichts mehr gewusst von dem, was Josef gemacht hat, für sein Volk, was er geleistet hat während dieser Hungersnot. Und von seinen Nachkommen von Josef heisst es dann dort am Anfang vom Buch Exodus, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Die Familie von Josef, seine Nachkommen, sind also sehr gesegnet und stetig gewachsen. Und die Beschreibung erinnert auch so ein bisschen an Schöpfungssagen, an das, was Gott am Anfang von der Bibel verheißen hat, dass die Menschen sich eben vermehren und fruchtbar sind. Der Pharao
allerdings, der hat das nicht so positiv gefunden. Der hat die Entwicklung mit Argwohn beobachtet. Dass die Nachkommen von Josef so zahlreich geworden sind, dass sie zu einem ganzen Volk angewachsen sind, das hat ihm Angst gemacht. Und er hat darum beschlossen, die Israeliten durch Sklavenarbeit zu unterdrücken und ihr Wachstum zu verhindern, indem er den Befehl herausgegeben hat, dass man alle männlichen Babys, alle kleinen Buben töten soll. Und da ist dann der Mose geboren. Der Mose, der dann von seiner Mutter in einem Schilfkörbchen ausgesetzt worden ist im Nil, damit er nicht umgebracht wird. Und der dann gefunden worden ist von der Tochter vom Pharao und bei ihr können aufwachsen. Der Mose, der dann einiges später in der Wüste war, dort Gott begegnet ist, von ihm berufen worden ist, um Gottes Volk aus Ägypten rauszuführen, der dann vor der Pharao gegangen ist, der hat sich quergestellt und darum hat Gott die 10 Plagen, die auch recht bekannt sind, über Ägypten lassen. Bis dann schliesslich Gottes Volk wirklich können durchs Meer fliehen aus Ägypten. Eben der bekannte Auszug aus Ägypten. Und nach diesem Auszug, wo das Volk dann auch in der Wüste unterwegs war, ist nochmal etwas sehr Wichtiges gekommen. Dort hat nämlich Gott am Sinai einen Bund geschlossen mit seinem Volk und ihnen die 10 Gebote gegeben. Das ist so der grosse Bogen über die ganze Geschichte, um das ein bisschen einordnen können, wo denn das vorkommt, wo denn die Ereignisse alle passieren. Weil die Ereignisse haben grosse Bedeutung für Juden und Christen. Der Auszug aus Ägypten und der nachher folgende Bundesschluss am Sinai, der ist prägend und hat weitreichenden Einfluss sowohl für die Identität vom jüdischen Volk als auch für uns als christliche Kirche. Und ich finde es mega spannend, wenn man sieht, dass auch Gott selber sich in den folgenden Kapiteln und biblischen Büchern selber so vorstellt, als ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Zum Beispiel jetzt hier im 3. Mose, um euch das Land Kanaan zu geben. Ich will euer Gott sein. Gott selber findet das entscheidend, dass er sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Und dass die Ereignisse vom Buch Exodus eben zu den wichtigsten von der jüdisch-christlichen Geschichte gehören, das liegt auch daran, dass einmal Gott sich also klar offenbart. Einerseits mal mit seinem Namen, dann aber auch einfach mit seinem Handeln, wie er dann hier sein Volk führt. Als Zweites ist hier entscheidend, dass Gottes Volk in diesen Ereignissen überhaupt erst zum Erfolg wird. Weil vorher war es mehr so ein bisschen eine Sippe, eine Grossfamilie, die Nachkommen von Abraham. Aber erst hier werden sie eigentlich zum Erfolg. Und Gott schließt dann eben genau mit diesem Volk einen Bund und gibt ihnen damit ihre Identität als Bundesvolk. Und schließlich als Drittes ist auch noch sehr entscheidend das Passa. Das Passa ist das jüdische Fest, das in der Folge immer wieder daran erinnert hat, eben an den Auszug aus Ägypten. Und das Passa, das ist der Rahmen, um den Tod von Jesus zu verstehen. Aber zurück zum Mose. Er ist die zentrale Person dieser Geschichte. Und wie ich schon angetönt habe, ist sein Leben vom ersten Tag an von besonderen Wendungen und von unterschiedlichen Einflüssen bestimmt gewesen. Er ist geboren worden als Hebräer, als Israelit. Und das erste Jahr konnte er von seiner Mutter aufgezogen werden. Und nachher ist er dann aufgewachsen, eigentlich als Ägypter, am Hof von einer Tochter vom Pharao. Und zwischen diesen beiden Welten hat er gelebt, ist sein Leben gewesen. Und vermutlich war er auch schon in jungen Jahren geprägt von dieser Suche nach seiner Identität. Als er dann ein bisschen älter war, ist das erste Mal so sein Sinn für Gerechtigkeit, sein Eifer durchgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt noch sehr unkontrolliert und auch gewalttätig. Er hat beobachtet, wie ein ägyptischer Aufseher Hebräer getötet hat, niedergeschlagen hat und hat dann, weil er das so ungerecht gefunden hat, im Affekt den Ägypter auch gerade runtergeschlagen und getötet. Was dann zur Folge hatte, dass er flüchten musste. Und er ist dann auf Midian in die Wüste geflüchtet und hat dort als Flüchtling gelebt, hat
eine neue Heimat finden, hat sich dort niedergelassen und geheiratet. Wer also ist der Mose? Ist er jetzt ein Hebräer, was er von Geburt ist? Ist er Ägypter, wie er geprägt worden ist? Oder ist er jetzt primär ein Flüchtling? Ist er schon fast ein Midianiter, weil er jetzt schon auch lange dort lebt? Es ist ein Leben zwischen verschiedenen Welten und ein Ringen um die eigene Identität. Kennst du das vielleicht auch? Dass du dich fragst, wer du eigentlich bist, was dich ausmacht? Auf den ersten Blick sind das vielleicht eher Fragen, wo sich junge Leute damit herumschlagen. Wer bin ich? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Was ist mir wichtig? Was macht mich aus? Aber nach meiner Erfahrung tauchen die Fragen auch später immer mal wieder auf. Vielleicht nicht mehr ganz so grundlegend, weil man sich schon ein bisschen besser kennengelernt hat. Aber wenn sich die Umstände verändern, stellen sich auch immer wieder Fragen. Vielleicht, wenn man jung ist, wenn man dann eine Familie gründet und Kind hat und plötzlich gefühlt überhaupt nicht mehr über seine eigene Zeit verfügen kann. Oder wenn dann Kinder langsam selbstständig werden und man wieder Zeit hat, wo man selber bestimmen kann, was man jetzt eigentlich machen will. Das sind so Beispiele. Es gibt sicher noch viele andere so Umbrüche, wo dann die Frage wieder auftaucht. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Der Mose war also als Flüchtling in Midian und hat in der Einsamkeit Schafe gehütet. Während gleichzeitig sein Volk in Ägypten sich abgemüht hat und gelitten hat. Und man könnte sagen, der Mose war weit weg, ab vom Schuss, scheinbar auf verlorenem Posten, weit ab vom wichtigen Geschehen, von dort, wo etwas läuft. Aber genau dort hat er dann ein unerwartetes und besonderes Erlebnis gemacht. Er ist Gott begegnet, auf dem Berg Horeb. Der Berg, der später dann Sinai genannt worden ist. Eben der Berg Sinai, wo später Gott mit seinem Volk den Bund eingegangen ist. Auf diesem Berg also ist Gott dem Mose begegnet. In einem brennenden Dornbusch heisst es, wo trotzdem nicht verbrennt ist. Und Gott hat dort direkt zum Mose geredet. Und der Mose hat ihm auch Fragen stellen. Es ist also wirklich eine persönliche Begegnung gewesen. Und der Mose hat dort sehr viel gelernt über Gott, über sein Wesen und hat auch für sich selber eine neue Identität und Berufung gefunden. Gott hat sich an Mose dort vorgestellt. Als erstes als Gott vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Er hat gesagt, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott stellt sich an Mose vor als der Gott von seinen Vorfahren. Er schafft mit dem einen Bezug zu seiner hebräischen Herkunft und zu den Erfahrungen der Erzväter, vom Abraham, vom Isaak und vom Jakob. Er knüpft an der Geschichte. Gottes Treue, Gottes Fürsorge, die Versprechen, die er den Vorfahren gemacht haben, die gelten auch für den Mose. Die Erfahrungen von der Vergangenheit stärken das Vertrauen für die Zukunft. Gott ist ein Gott von der Geschichte. Als nächstes stellt sich dann Gott vor als ein Gott, der sieht und der hört. Er sagt, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort leiden müssen. Gott ist ein Gott, der sieht und hört, der gegenwärtig ist, der nahe ist. Er ist ein fürsorglicher Gott, der die Not der Menschen nicht einfach übersieht, sondern der rettend eingreift. Und das ist eine Eigenschaft von Gott, die mich irgendwie immer wieder berührt. Weil Gott sieht und hört nicht nur die Not von so einem ganzen Volk, was so etwas Grosses, Umfassendes ist, sondern auch von jedem einzelnen Mensch. Ein paar Kapitel weiter vorne in der Bibel lesen wir so eine Begebenheit von der Hagar. Sie war eine Sklavin, eine Magd von Abraham.
Und der Abraham hat dann, wo seine Frau Sarah so lange keine Kinder bekommen konnte, hat er die Hagar zu seiner Nebenfrau genommen und mit ihr einen Sohn gezeugt. Und später, wo dann aber Sarah auch einen Sohn bekommen hat, den Isaac, da hat es eine Rivalität gegeben zwischen diesen beiden Frauen. Und Sarah ist natürlich als richtige Frau am längeren Hebel gesessen und hat ihn dazu gebracht, zum Hagar und ihren Sohn Ismael zu verstoßen, sie in die Wüste schicken, im wahrsten Sinn vom Wort. Und der Abraham hat ihnen zwar noch ein bisschen zu essen und ein bisschen Wasser mitgegeben, aber als dann das irgendwann aufgebraucht war, sind die beiden in der Wüste umgekehrt. Und das heisst dann, ja, wo auch das letzte Wasser getrunken war, hat Hagar das nicht mehr ausgehalten, um ihr Kind zu leiden, ihr Kind zu verdursten, hat sie unter einen Busch gesetzt und hat sich abgewendet. Und in diesem Moment hat Gott eingegriffen und hat zu Hagar gesagt, hey, ich habe deine Not gehört, ich sehe dich. Und er hat sie versorgt. Gott ist ein Gott, der jeden einzelnen Mensch kennt. Er kennt auch dich und mich. Und das ist etwas, was mich immer wieder berührt. Und schließlich stellt sich Gott auch vor als Jahwe, JHWH, ich bin, der ich bin. Der Mose fragt dort Gott, also was ist denn genau dein Name? Was soll ich denn dem Volk sagen? Und Gott offenbart sich mit diesen ein bisschen, finde ich, kryptischen Worten, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Sehr speziell. Und auch auf Hebräisch, wo der Text ja ursprünglich geschrieben ist er nicht so ganz eindeutig verständlich. Man könnte vielleicht auch übersetzen, was vielleicht noch ein bisschen genauer ist, ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich werde da sein, als der ich da sein werde. Ich werde für euch da sein, ich bin da bei euch. Also man spürt vielleicht ein bisschen raus, wie das so gemeint ist. Man könnte daraus ableiten, einerseits, dass Gott bei allem sich offenbaren, gleich der Unfassbare bleibt. Er lässt sich mit dem menschlichen Verstand nicht komplett erfassen, nicht ganz verstehen, begreifen. Gott ist aber der Gegenwärtige, eben er ist da, er ist der Beständige, er ist treu, er ist immer der gleiche, heute und morgen. Und eben, er ist auch Gott von der Zukunft. Er ist nicht nur heute da, sondern auch morgen. Gleichzeitig dunkt es mir aber auch, offenbart Gott mit diesem Namen nicht so mega viel konkret, wie er denn ist, wie er denn handelt. Und mir dunkt es, wenn Gott also sagt, ich werde da sein, ich werde sein, der ich sein werde, dann ist das wie auch eine Aufforderung an uns, wo er uns sagt, hey, komm mit, schau an, komm mit mir mit, lern von mir, lern mich kennen. Es ist eine Einladung zu Gott, um mit ihm unterwegs zu sein. Denn wir erkennen Gottes Wesen und seinen Charakter am besten daran, wie er mit den Menschen umgeht und darum im Unterwegssein mit ihm. In der Bibel können wir lesen, wie Gott über die Jahrhunderte mit den Menschen umgegangen ist und so Gott immer besser kennenlernen. Aber ganz entscheidend ist auch, selber persönlich mit ihm unterwegs zu sein, selber Erfahrungen machen und ihn durch das immer besser kennenlernen. In diesem Gespräch am Dornbusch reden der Mose und der Gott, aber nicht nur über Gottes Identität, sein Wesen, sein Charakter, sondern es geht auch um den Mose selber, um seinen Auftrag und letztlich auch, wer und was ihn ausmacht. Wir erinnern uns, der Mose ist als Hebräer geboren, als Ägypter aufgewachsen, jetzt ist er Flüchtling in Midian. Und mitten in diese Identitätskrise, in die Suche danach, wer er denn ist, gibt Gott ihm den Auftrag und sagt, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört, ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose, ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Wow! Gott beruft Mose dazu, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Wenn man die Geschichte schon oft gehört hat und kennt, dann tönt das vielleicht nicht mehr so mega aufregend. Man weiß ja, wie es dann ausgeht. Aber in diesem Moment denkt es mir, Gott
schickt Mose zum Pharao. Der Pharao, der ein ganzes Volk unterdrückt und versklavt hat. Der Pharao, der nicht gerade bekannt ist für sein freundliches und verständnisvolles Wesen. Und der Mose hat zwar grossen Respekt vor Gott, das heisst, er hat bei dieser ganzen Begegnung sein Gesicht verhüllt. Und ich denke, auch die Erscheinung an diesem brennenden Dornbusch ist sicher beeindruckend. Aber trotz allem ist der Mose nüchtern genug, um sich zu fragen, okay, welche Voraussetzungen bringe ich denn mit für die Aufgabe? Für ihn spricht, dass er die ägyptische Kultur kennt. Schließlich ist er so erzogen worden. Aber sonst? Okay, da ist sein Gerechtigkeitsempfinden. Ja, aber das hat ja eben dazu geführt, dass er den Ägypter niedergeschlagen hat und jetzt auf der Flucht ist. Jetzt ist er Schafhirt. Nicht gerade prädestiniert für eine Aufgabe, die Führungseigenschaften und diplomatisches Geschick braucht. Ernsthaft, ich finde seine Einwände voll verständlich. Wer bin ich schon? Die werden mir nicht glauben, wenn ich zu ihnen komme. Und reden kann ich auch nicht gut. Er stellt die Frage Gott. Er sagt, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Und Gott antwortete, ich stehe dir bei. Gott ist immer wieder für eine Überraschung gut. Er antwortet hier nicht, hey Mose, ich kenne dich. Ich weiß, was für Fähigkeiten in dir schlummern. Ich weiß, was du eigentlich kannst. Du schaffst das. Ja, Gott gibt eigentlich nicht einmal eine direkte Antwort auf die Frage von Mose, sondern er gibt ihm einfach den Zuspruch. Ich stehe dir bei. Und offensichtlich ist das entscheidende Kriterium, Gottes Gegenwart bei Mose. Mose wird zu dem, wo Gott in ihm sieht, weil Gott mit ihm ist und ihn zu dem befähigt. Seine Erfahrungen und Fähigkeiten, die sind nützlich, die sind gut, aber was ihn definiert, ist, dass Gott mit ihm ist. Und die Zusage, ich stehe dir bei, die bedeutet auch, du musst dich nicht auf deine eigene Kraft verlassen. Ich gebe dir Kraft und Autorität und Vollmacht. Der Mose hat damals gefragt, wer bin ich schon? Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Frage ist, die viele von uns hier auch gut kennen. Oft sehen wir unsere Schwächen klarer als unsere Stärken. Oder wir suchen den Platz auf dieser Welt, der für uns ist. Aber Gottes Antwort ist auch für uns. Ich bin bei dir. Darin liegt unsere Identität. Nicht in unserer Leistung oder unseren Stärken, sondern in dem, dass wir zu ihm gehören. Christen unterscheiden sich durch Gottes Gegenwart in ihrem Leben. Das ist es, was den Unterschied macht. Wir unterscheiden uns durch Gottes Gegenwart in unserem Leben. Davon lesen wir auch immer wieder im Neuen Testament, in verschiedenen Bildern oder Vergleichen mit unterschiedlichen Worten. Und wenn der Paulus darüber schreibt, wie wir als Christen leben sollen, dann kommt er auch immer wieder zu dem Punkt, dass Gottes Gegenwart in unserem Leben den Unterschied macht. Im Epheserbrief schreibt er das so: Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Die Basis ist, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Genau das dürfen wir glauben. Wir sind Kinder von Gott. Wir sind nicht seine Angestellten, seine Sklaven, seine Diener. Wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sind getragen. Und wenn wir das ernst nehmen, dann verändert es unseren Blick. Dann hören wir die Stimme von unserem Vater im Himmel, der uns sagt, du bist mein Kind, ich habe dich lieb, ich habe Freude an dir. Und das verändert Perspektiven. Da dürfen wir lernen, aus deren Identität zu leben. Frei, geliebt und fähig, daraus eben auch andere zu lieben, Gottes Liebe weiterzugeben. Ich stehe dir bei, ich bin bei dir. Das ist der entscheidende Unterschied. Meine Fähigkeiten, Stärken, Leistungen, die sind gut und wichtig.
Und auch meine Schwächen und Grenzen haben Einfluss auf mein Leben. Das müssen wir gar nicht wegdiskutieren. Aber das Entscheidende ist, dass ich weiss, dass ich Gottes Kind bin, von ihm geliebt, dass er bei mir ist und mich nie allein lässt. Ich lade euch ein, zum 1-2 Minuten still sein und die Wahrheiten einfach tief ins Herz einsinken. Dass Gott zu dir sagt, ich stehe dir bei und du bist mein geliebtes Kind. Wir sind ruhig. Vater im Himmel, es gibt Sachen in der Bibel, die ich irgendwie nicht wirklich verstehen kann, die vielleicht unklar sind. Aber ich bin so dankbar, dass klar ist, dass du uns liebst als unseren Vater. Dass klar ist, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist, dass du für uns bist. Dass du uns nicht allein lässt, dass du uns nicht im Stich lässt. Dass du gute Gedanken über uns hast. Du sagst, du hast Gedanken von der Hoffnung, vom Frieden. Du willst uns Zukunft geben. Vater im Himmel, ich danke dir dafür. Und ich bitte, dass du die Gewissheit tief in unsere Herzen hineinpflanzt. Dass sie von innen heraus unsere Identität prägt. So wie wir uns sehen, wenn wir sind. Und dass sie uns von innen heraus verändert. Wie wir dann auch mit der Welt um uns herum umgehen. Vater, ich danke dir vielmals. Amen. Und damit du die Worte auch in den nächsten Tagen noch vor dir hast, habe ich die beiden Bibelverse auf so Kärtchen gedruckt. Die liegen auf der Seite beim Kreuz und beim Obigmal. Du darfst dir eins nehmen. Und daneben hat es auch die Magnet. Vielleicht erinnerst du dich, unterwegs sein ist unser Jahresthema. Du darfst sehr gerne auch noch so einen Magnet dazu nehmen, dass du das Kärtchen kannst an die Kühlschrank oder wo auch sonst immer anpeppen. Und wenn du im Livestream dabei bist, dann schreib dir doch die Verse selber auf ein Kärtchen und häng sie neu auf, wo du sie immer wieder siehst. Wenn wir jetzt in Worship reingehen, dann eben dürfen wir dafür kommen, die Kärtchen holen. Auch das Ministry-Team ist in dieser Zeit da für uns. Sie lieben es, für dich zu beten, dich zu segnen, mit ihren Anliegen vor Gott zu bringen. Und in der Vorbereitungszeit, wo sie auf Gott gehört haben, haben sie auch den Eindruck gehabt, dass es Leute da hat, die ein zerbrochenes Herz haben, zerbrochene Beziehungen, etwas in diese Richtung. Und auch hier einfach der Zuspruch, ja, lasst für euch beten, Gott ist ein Gott, der heilen will, der Heilung schenken will. Wenn du am Livestream dabei bist, darfst du sehr gerne eine Nachricht schreiben an die eingeblendete Nummer. Und hier im Saal darfst du gerne auf die Seite gehen und dich bei der Daniela melden. Lasst uns so miteinander vor Gott kommen und die Zeit auch geniessen von der Gemeinschaft mit Gott.